So, schwätzen wir iwwer Deppes wat auch ganz wichtig ist als Thema zur Zeit Schwengefleisch zu Lützeburg. Weimer as Mann, die selber Schwingsbauer ist, an den als bestimmt kann so wie an der Branche am Moment ausgeseit hin liefert Markt national Qualitätsschwengsfleisch. Ich schwätze vom Claude Lutsch von Huvel. Claude, schön gemittag. Moje Kamil. Du zielst als ich all Joer wann richtig informiert sind so eng 10.000 Vierkelen, das ist also schon ein relativ großer Betrieb. Wie viele Betriebe ginnet am ganzen hier am Land? Das ist im Moment ein bisschen schwer so, weil wir nicht genau wissen, wie die Betriebe sich weiterentwickeln. Also wir schwätzen immer noch von einer rund 30 Betriebe, die wir zuletzt beschön, die just Schwein produzieren, mit Kindern leider all Tag Mama. Wie ist mit der Schwingsproduktion? Geht die durch für Lützeburg, wenn man das giffen alles erste, was hier produziert wird? Nee, das ist zu Lützeburg als Schwingsproduktion noch nie durchgegangen. Also am höchsten Punkt haben wir 75% Selbstversorgung gehabt. Und da sind wir bei weitem nicht mehr drin. Also momentan schwätzen wir von maximal 40-50%, wenn überhaupt. Also Selbstversorgung sind wir weiter von fort. Und es wird auch Fleisch an das Ausland exportiert? Fleisch, also das ist ein bisschen die Problematik, die wir von den Stecker, das heißt, wir importieren halt zuletzt viel Schwengefleisch, wir exportieren noch Stecker, die zum Beispiel hier nicht gehen. Schwein also immer etwas Komplettes so, nicht nur Kap drin, sie Face drin, aber das sind alles Spezialitäten, die an andere Länder gerne gehen, an Hai Manner. Hai, der Lützburger, den ist das ein Schnitzel, sein Ham und vielleicht mal noch sein Kotelett, dann da war das doch schon. Aber die Kampagne von der Markt National immer gesagt, Zau ist gut, Schwein ist fein, das alles drin ziehen. Wenn den Lo aber mal ein bisschen an die Tief guckt, respektive an die Glaskurve, die sich Keka lesen, wie geht es mal für dich, der Schwingszug zu Lützeburg? Im Moment, was sind Probleme vom Sektor? Der Schwingsproduktion geht zu Lützeburg gar nicht gut, aber es geht an Europa relativ schlecht. Das muss ich ganz klar so. Und ich meine, durch die Corona-Pandemie hat man schon 2 schlechte Jahre einfach, weil Noreske alles zu wird, dass man agiert gehen. Das ist ganz klar. Der Export hat nicht funktioniert, die ganze Distribution hat nicht funktioniert. Also natürlich mit der Ukraine-Krise, wo die Energiepreise plus Kehrepreise, was ja aber immer noch über 50% von der Kosten bei der Schwingsproduktion ausmischt, die sind explodiert und das macht natürlich eine rentable Produktion extrem schwer. Und es gibt aber nicht Mannergiers, es gibt natürlich echte Mannergiers, Mannerfleisch, das ist Tendenz, das ist das, was Politik auch propagiert. Und das macht natürlich den bestehenden Betriebe im Moment extrem schwer, für sich weiterzuentwickeln, respektive für zu gucken, wie sie in Zukunft noch sollen produzieren. Aber wenn Lo dann an Lützeburg denkt, da sehen, dass Schwingsfleisch gerade hier auf der Foire Agricole immer ein spezielles Centre d'intérêt hat. Da gehen Grillmeisterschaften, Markt National hat seine Produkte hier präsentiert, zu schmecken zu gehen. Da gibt es einen Umbruch. Da gibt es aus der Markt National die Überlegung, für ein neues Label zu machen, agréé par l'État, soll das dann nicht. Das hat auch europäische Ursachen, ne? Ja, das hat europäische Ursachen. Das Markt National war ein Label, das vom Lützeburger Staat propagiert ging, respektive gefördert ging, also da weiterentwickelt ging. Das war laut EU-Reglementer, als das nämlich zulässig gewesen. Das heißt, den Label gibt es seit dem 1. Januar de facto nicht mehr. Aber momentan sind wir an einem gewissen Wied. Das heißt, wir probieren zwar ein neues Label auszuschaffen, respektive eine Wiedererkennungswert zu geben für Lützeburger Schwingefleisch, für das die Leute auch wissen, okay, das ist Fleisch von hier von Lützeburg, das sind die Leute, die produziert haben. Aber im Moment sind wir da noch nicht ganz weit. Das heißt, wir sind noch nicht richtig viel gekommen, respektive wir noch keinen Aufschluss gefunden. Und wir hoffen aber, dass wir wirklich an den nächsten Moment da weiterkommen und dass wir einen Aufschluss finden, für das die Leute aber an ihrer gewinnten Qualität so visiert kann tun, so wie man das auf der Foire immer hat. Wir hatten immer, wie es du selber so ist, Grillmeisterschaften, wir hatten Markt National Lützeburger Schwingefleisch war einfach ein Begriff für jeden und das Jahr ist nicht hier. Es gibt kein Schwein hier auf der ganzen Foire. Das ist schön. Und da geben wir den Leuten trotzdem einen Tipp, weil die nächste Woche wird, bei dem wir da viel gegrillt gehen, da gehen die Leute an der Reihe, gesehen, super appetitlich Fleisch. Dax freuen sich aber mal gar nicht, wo könnt ihr hier. Und da gilt das schon, Parkett umzudrehen, für da 3-mal L zu sichern und zu fangen. Was heißt das? Ganz genau. Ich meine, dass alle Konsumenten können seinen Beitrag leisten, können regional, lokal abkaufen, entweder beim Bauer direkt, den eine Direktvermarktung möchte, respektive am Supermarkt, auch wenn dann an der Bachkette mattelt, besteht haben der Code drauf. Enker umdrehen, gucken, ob da 3-mal L drauf steht, da wissen, okay, du hast sicher von einem Lützeburger Bauer, das sei abgewusst, das sei geschlöscht, abgezählt gehen, noch geschlöscht gehen.
dann haben wir aber die Plus-Value respektive die Valorisierung haben wir hier am Land gemäht. Und dann unterstützen wir ja nicht nur den Bauer, wir auch das ganze Handwerk vordrunter an Hand runter, weil der ganze Sektor, der landwirtschaftliche Sektor, hat ja immer in 4 an no gelagerten Bereich. Und wenn Bauern bis zu verschwinden oder wenn eine Produktion bis zu verschwinden, da verschwinden noch Arbeitsplätze außerhalb von der Landwirtschaft. Das geht am Anfang immer im Vergiss. An Qualität as auch do wenn se gut weil se ganz streng kontrolliert spengen du immer bis Vierreiter an der Großregion an das ganz richtig was du siehst die Deutsch fängt un mit engem Label für so 3x D oder 5x D dat heißt, dass die ganz Schiene am Vogel an hier im Land gemäht so 100 schon Jahre lang mir strenge Kahier de Schach mir hun die am Vogel wat Rasse mal holen wat Futter mal fidere wie die Schweißolle gehall gehen. Und ich kenne just so und Qualität die passt. Ich meine, Kamil, du selber hast ja auch schon mal geschmacht an den letzten Jahren. Und ich meine, du kannst da doch bestätigen, dass die Qualität sauer gut, das könnte nicht von ungefähr. Das kann ich nicht mehr bestätigen. An dem Prozess von der Modellierung vom Label, da könnt ihr da bestimmt noch eine ganz Marketingkampagne schaffen, mal für die Schwingelfleisch abzuwerten. Alles das steht aber ein bisschen an der Sterne. Das steht leider alles ein bisschen an der Sterne, weil man einfach die Situation, wie sie lo ist, man muss ja leider so, dass aber schon Schwingsbetriebe abgehalten haben, für allen Vierkelsproduzenten, das heißt, dass man von hier am Land nicht ganz viel Vierkel und die Geburt gehen. Das heißt, wir haben Einzelbetriebe, aber das geht ja bei weitem nicht durch, für den Bedarf, den aber all der Kunden zu decken. Und vor ist einfach, ob man nach die Masskritik zu Summe kriegen, für die Label am Anfang Not zu betreiben, weil das wäre wirklich schön, wenn man da einfach die Betriebe verlieren und dass man das Produkt, was aber bei den Leuten denken, auch belebt war, was auch kann tun, auch von der Not in einem anderen Numm vielleicht propagiert wird, wenn wir das nicht mehr hätten. Claude Lutsch, vielmals merci für den Besuch bei uns. Merci, Kamil. Wir unterstützen dich, also wenn das nächste Jahr Grillfleisch kaufen geht, ob das Los Berries sind, ob das Speck ist, ob das ein Kotelett, das wer doch immer drin der Bachkadem, wenn 3x L draufsteht, dann ist es hier abgewusst, hier dann noch ernährt gehen, hier wird profitiert vom Swerf, vom Schwingsbauer und das hier geschlöst gehen. So.